Servus, Glück auf und herzlich willkommen ja zum Video, was sich nicht in erster Linie um FC Bayern dreht, sondern ein bisschen um meine Person, aber in erster Linie um den Kanal, um die Streams und so weiter, wo ich ein bisschen erklären möchte, wie ich das so handhabe, weil wir ja jetzt oder ich in den letzten 2 Wochen 1600 Abonnenten dazu gewonnen habe, was mehr wie 50% ist. Das heißt, wir sind ja extrem gewachsen in der Community. Erstmal vielen lieben Dank an alle Neuen, die hier sind, ja. Ich freue mich natürlich, dass ihr hier seid und natürlich auch mal an dieser Stelle einen riesen fetten Dank an alle, die mich supporten, in welcher Form auch immer, ja. Vielen lieben Dank dafür, Leute. Daher kommen natürlich gerade auch viele Fragen auf, die immer wieder aufkommen, auch gerade in Streams. Und die ganzen neuen Leute wissen gar nicht, wie handhabe ich das mit den Kommentaren. Ich beantworte Kommentare im Video. Was ist das? Das kenne ich gar nicht. Und so weiter und so fort. Und auf diese Sache möchte ich hier in diesem Video eingehen. Ja, ich werde das Ganze ein bisschen in Kapitel unterteilen, so dass ihr da hinspringen könnt, was euch interessiert, falls euch was interessiert. Ich weiß, viele Leute interessiert das gar nicht. Das ist auch völlig gut. Ja, gar kein Problem, Leute. Ich plane im Laufe der nächsten Woche ein Q&A-Video. Das heißt Fragen und Antworten und da auch nochmal so einen kleinen Infoteil, was ich jetzt hier ein bisschen ausführlicher erkläre, werde ich da nochmal in kurzen Sätzen erklären, dass das dann ein Video ist, was ich im Stream zum Beispiel reinposten kann, oder was hier auf YouTube dann ist, was ich verlinken kann in den Kommentare, was aber auch ihr verlinken könnt, ja. Wenn hier neue Leute sind und die fragen, warum ist das so und so und so und so, dann kann man dann auf dieses Video verlinken. Von daher habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, unter diesem Video Fragen rauszuballern fürs Q&A. Das sind natürlich keine Fragen, was hältst du davon, dass Thomas Tuchel am Ende der Saison den Verein verlässt? Das hat da nichts zu suchen. Ja, da haben Fragen zu suchen, diese ganzen Standardfragen auf mich bezogen, wie bist du FC Bayern-Fan geworden und so weiter und so fort. Die ganzen Standardfragen habe ich eh schon auf dem Zettel, also im Kopf. Die werde ich natürlich beantworten, aber wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen noch habt, rund um meine Person, rund um YouTube, rund um Twitch, haut sie in die Kommentare, ist jetzt die einmalige Möglichkeit, dass ich dann diese Fragen nächste Woche mit reinnehme in das Video. Des Weiteren ist dieses Video dafür auch gedacht, dass ihr hier Feedback da lasst. Ja? Lob, Kritik, Anregungen, könnt ihr alles hier lassen, könnt ihr reinballern. Ich werde schon auf ein bisschen Kritik eingehen, die im letzten Stream da war. Das ist zum Ende des Videos. Wie gesagt, ich mache so Kapitelchen, dann könnt ihr da unten einfach in die Timeline gucken, könnt da hinklicken und gut ist. Ne? Wen das interessiert, wen nicht alles hier interessiert, was ich hier erzähle. Ansonsten geht das Video um meine Social-Media-Kanäle, um wie behandle ich die Kommentare hier auf YouTube, welche Formate gibt es hier auf YouTube, wie ist der Ablauf mit den Streams, wie soll das in Zukunft weitergehen, weil wir hatten ja schon mal in einem Stream den Olli dabei. In den nächsten beiden Streams war er nicht dabei. Wie sieht das aus? Was stelle ich mir da in Zukunft vor? Genau, diese ganzen Fragen werde ich jetzt hier behandeln. Wie gesagt, in Abschnitten. Und ja, die es interessiert, wissen dann ein bisschen eingehender Bescheid. Alle, die das nicht interessiert, ist nicht schlimm, Leute. Ja? Wenn ihr nur hier seid, um irgendwie meine Spielanalyse zu hören nach unserem Bayern-Spiel, ist das für mich völlig fein. Aber für alle anderen, die sich ein bisschen tiefer mit mir und diesem ganzen Projekt hier, was ich hier aufbaue, auseinandersetzen wollen, für die ist dieses Video gedacht. Ne? Gut, fangen wir mal an. Meine Social-Media-Geschichten, also Facebook, Insta, TikTok oder auch hier die Shorts auf YouTube, mache ich in der Regel nicht selber. Ja, ich nehme das auf, klar ist mein Content, gebe das der Mara. Die Mara ist meine Lebensgefährtin, meine Freundin, meine Perle, mein Schatzi, wie ihr immer das nennen möchtet. Wir sind nicht verheiratet, bevor die Frage kommt. Die guckt die Videos durch, meint, das ist ein ganz guter Take, den kann man nehmen, dann nimmt die das und haut das auf den Plattformen raus. Des Weiteren hat mein Schwager noch Zugriff auf Instagram, weil der hier so am Handy hier, das ist so ein Handyfreak, der macht da die Bildchen, wenn eine Ausstellung kommt und da sonst. Wenn da irgendwelche Bilder rund um FC Bayern kommen, dann kommt das von meinem Schwager und nicht von mir. Ja, nur damit ihr das wisst, die machen das natürlich in meinen Namen. Warum machen die das oder warum mache ich das überhaupt? Das ist einfach dafür gedacht, dass man dadurch Leute hier auf den YouTube-Kanal holt und hier die Community wächst. So, das ist der einzige Hintergedanke dabei. Deswegen bin ich auch nicht über diese Kanäle erreichbar. Ja,
Klar, ich kriege ab und wann mal ein Pop-up auf dem Handy. Hier bei Insta hat mir der und der geschrieben. Wenn ich gerade Zeit und Lust habe, dann gehe ich auch dahin und lese mir das durch und beantworte das vielleicht auch. Aber ich bin kein Mensch, der am Handy hängt. Ja, ich hänge am Handy, wenn ich auf dem Scheißhaus sitze. Ansonsten ist mein Handy außen vor. Wenn Bayern spielt, reagiere ich auf gar nichts. Ja, da könnt ihr mich anrufen, texten, sonst irgendwas. Das ist mir völlig Wurst. Da gibt's keine Reaktion von mir. Und ansonsten, wenn ihr mich erreichen wollt, Discord. Discord, Livestream oder hier in den Kommentaren. Das sind die Wege, die funktionieren. Alles andere wird nicht funktionieren. Natürlich ist es so, also wir haben einen Discord-Server, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommt ihr einfach drauf. Da sind schon 40, 50 Bayern-Fans und auch ein paar andere Fans. Und wenn ihr einfach nur über den FC Bayern philosophieren wollt, wenn ihr gerade das Spiel guckt und euch aufregt, seid ihr da herzlich willkommen. Da sind mehrere, die auch während des Spiels schreiben. Ich persönlich, während des Spiels bin ich außen vor, ja. Ansonsten gucke ich dann natürlich auch rein, lese mir das durch und tue ab und wann auch meinen Senf dabei. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich da super aktiv bin, ja. Das ist einfach ein Zeitfaktor. Wenn ihr aber natürlich irgendwas Persönliches, Wichtiges habt oder sowas, könnt ihr mich einfach per Direktnachricht in Discord erreichen. Das ist der Way to go. Natürlich braucht ihr mich im Discord nicht anschreiben und sagen, was sagst du denn jetzt zum Tuchel, dass er am Ende der Saison aufhört? Wollte mich damit anfangen, schreiben mich 100 Leute per Direktnachricht zu und ne, brauche ich nicht zu sagen, oder? Könnt ihr euch schenken, werde ich ignorieren. Sonstige Nachrichten, die kommen, ja, werde ich natürlich beantworten, habe ich bisher auch getan. Es kann aber auch mal dauern, ja. Es kann auch mal sein, dass ich online bin aber auch im Gaming, am Stream, ja, auf Twitch, auf meinem anderen Twitch-Kanal. Dann werde ich auch auf keine Direktnachricht antworten. Ne, ist logisch, oder? Wichtig ist, da könnt ihr mich erreichen. Ich werde diese Nachricht irgendwann lesen und ich werde sie natürlich auch beantworten. Ne, das ist der Punkt, auf den ich kommen möchte. Ja, das mal zum Thema Social Media Kanäle. Kommen wir mal zum Thema Zeit. Ich arbeite ganz normal 8 Stunden am Tag. Hab noch ein anderes Hobby, das Gaming. Hab, wie ihr gerade gehört habt, eine Freundin. Die an dieser Stelle, ihr habt es ja schon gehört, mich auch in diesem Vorhaben unterstützt und bestärkt. Und ohne ihr Verständnis vieles dann auch gar nicht so funktionieren würde, wie es funktioniert. Ne? Von daher an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank. Aber das weiß sie auch so. Aber dadurch habe ich natürlich nur gewisse Kapazitäten, ja, an Zeit. Ist logisch, oder? Von daher ist Zeit auch der einzigste Faktor, der einen anderen Stil hier auf meinem Kanal verhindert, sag ich mal. Weil ich könnte mir schon vorstellen, so die Spielanalyse nach dem Spiel zum Beispiel. Bam, ich sage jetzt Joshua Kimmich, ich fahre das Bild von Kimmich rein, ich baller, die Statistiken ploppen aus dem Spiel, es ploppt die Note aus, die ich ihm gebe, so ein bisschen visuell geil dargestellt. Wäre gar kein Problem, habe ich die Kenntnisse für. Wie gesagt, ich mache den Bums hier lang genug. Schon jetzt diesen Bayern-Bums seit 5 Jahren. Alles andere noch länger mit Gaming und so weiter. Ich kann also mit Adobe Premiere umgehen, gar kein Problem. Es ist einfach der Zeitfaktor. Ich habe nicht die Zeit, dies zu tun. Ganz einfache Kiste. Ob das in Zukunft mal anders werden wird, weiß ich nicht. Ja, aktuell habe ich nicht die Zeit dafür. Und deswegen sind die Formate, wie sie sind. Aber ich denke, wir müssen diese Formate ja gerade auch nicht in Frage stellen. Es ist ja zumindest ein gewisser Teil, dem diese Formate gefallen. Und von daher bin ich da völlig fein mit. Gut. Thema Zeit abgehakt. Kommen wir mal zum nächsten Thema. YouTube, Projekte. Was gibt es bei mir? Bei mir gibt es Pressekonferenz vorm Spiel, Taktikfuchs vorm Spiel. Taktikfuchs ist, wo ich meine Aufstellung sage, wie ich sie aufstellen würde, wo wir darüber philosophieren oder ich philosophiere. Wie wird die Aufstellung wahrscheinlich sein von unserem Trainer? Und ich sage meinen Tipp und holt gerne eure Meinung in den Kommentaren ein und auch euren Tipp. Dann die Spielanalyse, die PK nach dem Spiel und dann ich beantworte eure Kommentare in Videoform. Das heißt, ich mache pro Spiel 5 Videos. Manchmal schwalle ich mehr, manchmal schwalle ich weniger. Also der Zeitaufwand ist schon auf jeden Fall da. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich mache das super gerne. Ich habe da super viel Spaß dran. Sollte ich aber irgendwann das Gefühl haben,
keine Ahnung, so die PKs sind nur noch die gleichen hohlen Phrasen oder sonst was, dann hätte ich auch kein Problem damit zu sagen, wir lassen dieses Format sein. Ne? Neue Formate habe ich 2 Sachen im Kopf. Einmal natürlich, was heißt natürlich? Einmal sage ich näher beim Stream-Thema noch mal ein bisschen mehr dazu, aber in Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es hier auf dem Kanal auch den einen oder anderen Talk geben wird. Ja, dann setze ich mich hin mit dem Olli, mit der Mara oder mit jemand anderen aus der Community. Ich glaube, Kevin hatte das auch mal gefragt, Anbu, GB und so weiter. Das wird man dann mal sehen. Dann nehmen wir uns 1, 2 Themen raus. Ich setze mich 1 Stunde hin, 1,5 Stunde, quatsch mit den jeweiligen oder vielleicht auch mal zu dritt. Dann quatschen wir über ein Thema. Ich lade euch das hier hoch. Ihr könnt euch das angucken. Wenn das Leute sind wie andere YouTuber, dann lade ich das auf meinen Kanal hoch, die auf ihren Kanal und dann könnt ihr euch das angucken, da wo ihr wollt. An dieser Stelle vielleicht der Hinweis, der Olli, der schon mal im Stream dabei war, der hat jetzt auch einen eigenen Kanal mit ungefähr demselben mir fällt das Wort gerade nicht ein. Dasselbe Projekt am Ende des Tages, so dieselbe Herangehensweise. Olli FCB könnt ihr einfach mal suchen auf YouTube, dann findet ihr ihn. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht gefällt euch die Meinung und so weiter. Guckt einfach mal rein. Ansonsten machen wir anders weiter. Zweite Format ist, ich habe in den Kommentaren jetzt oft gehabt, ja, guck dir mal das Video von dem und dem an. So. Ja, ist eigentlich nicht meine Art und Weise. Sage ich euch gleich. Ich bin nicht drin in der Bubble FC Bayern auf YouTube oder Fußball auf YouTube. Gar nicht. Null. Ja, absolut null. Nachdem wir uns einmal im Stream so ein Video angeguckt, ist jetzt das zweite Video, was ich mir angeguckt habe, wo irgendjemand da ist und etwas über den FC Bayern erzählt. Das habe ich getan, weil es ein Wunsch war, der öfter in den Kommentaren stand. Da kommt es jetzt auf euer Feedback drauf an. Ja. Findet ihr das Format gut? Gefällt euch das nicht? Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht einmal die Woche sowas machen würde. Ja, es hängt ein bisschen von eurem Feedback ab. So, da ist er wieder, sorry. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der irgendwie große Verknüpfungen knüpft, so jetzt, keine Ahnung, irgendwie so die Fußballbubble auf YouTube und du musst dem und dem und mit dem und dem musst du irgendwas machen oder sowas. Das ist nicht meine Art und Weise. Ich bin so ein Eigenbrötler, ja, ich habe so meine Vision, meine Gedanken, das setze ich um und dann ist gut. Ja, mich interessiert nicht, was jetzt der macht und der macht oder sonst was. Ja, das ist mir persönlich vollkommen egal. Da sind wir wieder bei dem Zeitfaktor. Ich habe gar nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, natürlich kann es sein, was weiß ich. Ich habe mal irgendwie eine Anfrage, irgendjemand möchte mit mir einen Talk machen oder sowas. Wenn das nicht irgendwie ein Bullshit ist, ja klar, wenn man die Zeit dann hat, sage ich dann natürlich ja zu und dann macht man das. Gar keine Frage, aber dass ich jetzt irgendwie so feste Gesprächspartner habe, nach denen ich mich dann immer richten muss und sowas, das wird's nicht geben. Ja, da bin ich einfach nicht der Typ für. Und habe ich auch nicht die Zeit für, mich damit dann auseinanderzusetzen. Ja, weil, nochmal, ich arbeite ganz normal. Ne? Dasselbe mit so Reactions mag ich super gerne, ja, habe ich kein Problem mit. Zum FC Bayern habe ich sowas bisher nicht gemacht. War auf jeden Fall eine Erfahrung. Ob es gut oder schlecht ist, müsst ihr beantworten. Ja, das werde ich sehen auf die Kommentare, die auf dieses Video kommen werden. Gut, das mal zum Thema Projekte auf diesem Kanal. Wenn dem so sein sollte, dass ich irgendwann so weit bin und sage, ja, ich mache mal so einen Talk einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen, wie die Zeit ist, oder ich mache auch mal so eine Reaction auf irgendein Video, wenn ich mich dazu durchringe, dies zu tun, ja, dann werde ich da nochmal ein kurzes Extra-Video zu machen und dann wird es eine Kategorie auf dem Discord geben, in der dem ihr dann reinschreiben könnt, zum Beispiel über welche Themen würdet ihr gerne mal ein Video sehen, auf welches Video würdet ihr gerne mal eine Reaction von mir haben, solche Geschichten, ja. Da sind wir nochmal bei den Projekten. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist auch noch mehr
oder öfter mal so ein Video zu machen, wie jetzt diese, nicht so lang wie das war, aber dieses 80-Minuten-Video von wegen, das ist meine Meinung, was bei uns im Verein gerade schief läuft. Das kann ich mir vorstellen, auf verschiedene Dinge bezogen, ja. Dass man sagt, keine Ahnung, mach mal ein Video, wie siehst du die Situation mit Manuel Neuer, wie siehst du die Situation mit Thomas Müller, wie siehst du die Situation von Joshua Kimmich und so weiter und so fort, zu einzelnen Themen, dass man nur dieses Thema nimmt und ich da ein bisschen ausführlicher meine Meinung kundtue und ein bisschen weniger emotionalisiert wie sonst und ein bisschen mehr in die Tiefe gehe auf diese Themen, ja. Aber das sind natürlich auch dann Themen, die man natürlich auch dann in so einem Gespräch machen kann. Ne? Gut, wenn das kommen sollte, werde ich es euch wissen lassen. Aktuell bei dem, was gerade los ist keine Zeit dafür. Sage ich euch auch, wie es ist. Jetzt steht ja fest, dass Thomas Tuchel den Verein zum Sommer verlässt. Vielleicht wird es bis dahin, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger, der Hype ist wieder ein bisschen weg oder so. Wir werden es erleben, ja. Aber das sind die Konzepte, die ich im Laufe diesen Jahres, sage ich mal grob gesagt, plane. Die letzte Neuerung, die greift schon mal ein bisschen ins Streaming vor. Ich werde jetzt auch immer noch zusätzlich freitags streamen. Ja, also ich streame montags und freitags. Mehr dazu kommen wir dann, wenn ich beim Streaming bin. Gut, damit haken wir jetzt die Projekte aber mal ab. Trink mal eben ein Schlückchen. Kommen wir dann mal zu dem, wie ich Kommentare behandle hier auf dem Kanal. Viele YouTuber behandeln ja Kommentare gar nicht. Ja, die haben irgendeinen Moderator da, der dann ein Herzchen anklickt, damit da irgendwas passiert und das war's. Bei mir auf dem Kanal mache ich alles selber. Ja, ich lese jeden einzelnen Kommentar von euch. Ich beantworte Kommentare zu 90% nur in Videoform und nur die Kommentare aus der Spielanalyse zu dem jeweiligen Spiel. Wenn ihr also eine Antwort auf euren Kommentar haben wollt, schreibt diesen unter der Spielanalyse zu dem jeweiligen Spiel. Da setze ich mich hin, mache ein Video, lese den Kommentar vor, gebe meine Meinung dazu ab, wenn es ein Kommentar ist, wo ich meine Meinung zu sagen muss. Das ist der Way to go. Alle anderen Formate, habe ich ja schon erwähnt, Taktikfuchs, Pressekonferenzen, lese ich die Kommentare, seht ihr daran, dass ihr ein Herzchen bekommt von mir, oder wenn manche Kommentare, die ich einfach nicht mitgehen kann, die kriegen kein Herz von mir, aber dann seht ihr, wenn der große Teil der Kommentare da Herzchen hat, dann habe ich die Kommentare auch gelesen. Natürlich gucke ich aber auch nicht jeden Tag, Alter, was ist jetzt wo ein neuer Kommentar und klicke die einzeln durch. Nee, ich nehme ein Video, der Stand der Kommentare, der dann ist, die lese ich mir durch, wenn dann nochmal 3 Tage später ein Kommentar kommt. Sorry, werde ich den sehr wahrscheinlich nicht mehr lesen. Gut, damit ihr einmal wisst, wie ich persönlich Kommentare behandle. Taktikfuchs habe ich schon gesagt, möchte ich gerne auf den Donnerstag verschieben, so dass ich einen Tag habe, wo ich die Kommentare lesen kann. Und die werde ich dann, wenn es irgendwie eine Frage ist oder sonst irgendwas, werde ich da natürlich auch darauf antworten, aber dann in Schriftform. Ja. Aber natürlich dann auch nur Sachen, die auf die Aufstellung bezogen sind und nicht dann irgendwelche anderen Sachen aus der Luft gegriffen. Ne? Das sollte klar sein. Da ich denke, das ist ein ganz guter Kompromiss, wie man mit der ganzen Kommentarsituation umgehen kann, weil das Problem ist halt gerade, was heißt Problem? Für mich ist es kein Problem, aber dass halt dieser Hype da ist, weil es bei unserem Verein leider so schlecht läuft. Dadurch wächst mein Kanal, kann ich gleich auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Dadurch habe ich natürlich ein Kommentaraufkommen, was ich sonst nicht habe. Ja. Und deswegen nur mal zum Vergleich. Ja, ich habe, nehmen wir mal das Bochum-Spiel, Taktikfuchs vor dem Bochum-Spiel, 106 Kommentare. Pressekonferenzreaktion vor dem Spiel, 298 Kommentare. Spielanalyse zum Spiel des VfL Bochum, 530 Kommentare. Interviews nach dem Spiel von Thomas Tuchel, 365 Kommentare. Das heißt, rund um ein Spiel habe ich hier schon 1200, 1300, fast 1400 Kommentare. Wie gesagt, ich arbeite ganz normal. Leute, ich habe nicht die Möglichkeit, diese ganzen Kommentare zu beantworten. Ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Solange mir das möglich ist, wird das auch weiter so bestehen bleiben. Deswegen behandle ich die Kommentare, wie gesagt.
in Videoform zu der Spielanalyse. Da ist aber auch nochmal wichtig zu erwähnen, ich beantworte dann nur den Hauptkommentar. Wenn da drunter 50 Kommentare sind, wo irgendeine Diskussion stattfindet, da gehe ich nicht drauf ein. Ja. Ihr bekommt meine Meinung zu euren Hauptkommentar. Das ist alles. So Diskussion scroll ich durch. Sonst würde ich gar kein Ende kriegen. Ja, ich sitze jetzt schon aktuell immer 2 bis 3 Stunden um dieses Kommentar. Wie gesagt, ich habe jetzt da wieder 530 Kommentare stehen. Also das wird wieder ein wildes Video werden, was noch ansteht, was ich morgen angehen werde. Ja, da seht ihr schon, das sind alles Zeitfaktoren. Ja, deswegen gebe ich da mein Bestes, was ich geben kann. Und deswegen ist das aktuell der Way to go. Ja, ich weiß nicht, welche Ausmaße das hier annimmt, ob das in Zukunft vielleicht anders sein wird. Keine Ahnung. Dass ich halt sage, ich finde gar nicht mehr die Zeit, irgendwelche Kommentare zu den Pressekonferenzen zu beantworten, dass ich da dann vielleicht auch jemand anderen die Kommentare lesen lasse und der mir dann weitergibt, wenn da 3, 4 interessante dabei sind, worauf ich unbedingt antworten müsste oder sowas. Aber aktuell sehe ich da keine Probleme zu sagen, ich lese die Kommentare alle. Weil ich kann die auch am Handy lesen. Ja, kann aber nicht am Handy antworten, da werde ich wahnsinnig. Und von daher werden sämtliche Kommentare von mir gelesen und dann nur diese beantwortet, die in der Spielanalyse sind. So. Ich denke, damit sollte das auch klar geworden sein. Gut, das zum Thema YouTube. Jetzt muss ich erstmal ein Stück trinken. Thema Streamen. Bisher habe ich immer nur montags gestreamt. Wir streamen jetzt auch noch freitags. Wir gehen jetzt noch zusammen, schädig ins Wochenende rein zum Fußballstream. Auch hier Thema Zeit. In der Regel, ich habe noch ein anderes Hobby, das ist das Zocken. In der Regel ist es so, dass ich 4-mal die Woche grob streame. Ja. Meistens 3-mal unter der Woche, 1-mal am Wochenende. Das ist immer so der grobe Fahrplan bei mir gewesen. Es war natürlich auch mal mehr, es ist mal weniger. Dann habe ich ja irgendwann gesagt, komm, ich streame jetzt hier auch im Fußballstream montags, was mir persönlich super viel Spaß macht. Und weil da gerade so eine starke Nachfrage da ist, werde ich den Freitag auch noch dazu nehmen. Einfach als alternative Möglichkeit, dass man die Sachen, die man überliest am Montag, da halt auch noch mit bearbeiten kann, sag ich mal, ja. Und damit gehen wir auch mal im Einzelnen darauf ein. So, ja, Thema Streams. Also, bisher habe ich so gehandhabt, immer montags ein Stream. Wie ist meine Vorgehensweise dabei gewesen? Ich habe ein Stream gestartet, ich habe ein bisschen was erzählt. Danach habe ich erst die Leute begrüßt, dann habe ich ein bisschen was erzählt, wenn ich was zu erzählen hatte. Dann habe ich jeden einzelnen Kommentar aus dem Chat vorgelesen und darauf geantwortet. Ja, das war bisher meine Vorgehensweise bei den Streams. Das war bis vor 2 Wochen auch gar kein Problem. Natürlich war es auch schon viel und es war auch ein bisschen zeitversetzt, bis ich dann da mal wieder auf dem aktuellen Level war und so weiter. Mittlerweile ist das nicht mehr möglich. Ja, wir haben beim letzten Stream im Durchschnitt 600 Zuschauer auf YouTube gehabt. In der Spitze waren es mal 1017. Da ist es natürlich nicht mehr möglich, jeden einzelnen Beitrag in dem Stream zu lesen, geschweige denn darauf zu antworten. Wenn ich mich da hinsetze und einen Kommentar gelesen habe und dann dazu meine Meinung sage, das dauert 5 bis 10 Minuten. Bis dahin ballern so viele Chatnachrichten durch, dass ich, wenn ich hochscrolle, gar nicht mehr alle hochscrollen kann, ne, weil man gar nicht so weit hochscrollen kann. Das ist Punkt 1. Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ja, das geht halt nicht mehr. Es ist nicht möglich. Natürlich auch hier, der Hype wird wieder abflauen und so weiter und so fort. Dann wird das wieder in irgendwelche vernünftige Bahnen gelenkt, aber trotzdem sind wir ein bisschen mehr People in der Community und es werden vielleicht auch ein paar mehr Leute bleiben und vielleicht auch ein paar mehr Leute im Livestream dabei sein. Von daher kann ich da nur ein riesen Sorry sagen. Ja, das wird nicht mehr so möglich sein. Leider. Ja. Das ist aber mehr für euch ein Problem als für mich. Mir macht das riesig Spaß, wenn Chat so super aktiv ist. Aber ich verstehe natürlich, da war ja auch die Kritik, ich weiß gar nicht, von Ben, glaube ich, ne,
dass ihm das so nicht mehr gefällt und er das so nicht möchte oder sich nicht antun kann oder wie auch immer. Ja, völlig legitim, kann ich völlig nachvollziehen. Es ist mir nicht anders möglich, dann muss man den Stream halt einfach nicht gucken. Ja, entweder guckt man sich dann die YouTube-Videos an oder wenn man dann irgendwie gekränkt ist, dass man im Stream überlesen wird und sich deswegen dann die YouTube-Videos auch nicht mehr anschauen möchte, dann tut man das nicht. Ja, dann ist das so. Ich kann es nicht ändern, Leute. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Selbst wenn ich jeden Kommentar versuchen würde zu lesen und da dann innerhalb von einer Sekunde was antworten würde, was auch nur eine Sekunde dauert, wenn das 2 Sekunden Versatz und es würde nicht gehen. Ja, Punkt. Des Weiteren sind ja auch immer ganz, ganz viele Takes auch gleich, die in dieselbe Kerbe schlagen und so weiter, ja. Von daher, ich gebe mein Bestes, ja. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, ich ändere das, ich hau rein, Sub-Only. Oder auf YouTube Kanalmitglieder Oni dürfen Kommentare schreiben während des Livestreams. Sag ich euch ganz ehrlich, nein. Wird es hier niemals geben. Niemals. Punkt. Ja. Es wird keine Zweiklassengesellschaft geben, wo die Leute, die das Privileg haben und sagen, ich kann hier den Kanal oder mich mit 2, 3, 4, 5 Euros im Monat unterstützen. Andere Leute können das nicht, ja, aus finanzieller Sicht und haben deswegen den Nachteil, dass man sie nicht hört. Das wird niemals passieren. Punkt. Ja. Ich denke, mehr muss ich da auch nicht argumentieren. Natürlich versuche ich, die Kanalmitglieder sind, auch ein bisschen eher zu erfassen. Problem ist, es ist so ein kleines Icon, was bei anderen nicht gegeben ist. Wenn der Chat nicht so durchläuft, ja, kann ich da auch drauf achten. Aber wenn ich ja 5 Minuten oder 10 Minuten ein bisschen was quatsche, dann ballert der Chat so durch, dass ich irgendwann auch gar nicht mehr hochscrollen kann und da gar nicht mehr drauf achten kann. Ja, also ja, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Wenn ihr das nicht habt, ist das für mich vollkommen okay, kann ich das vollkommen verstehen. Da muss man den Stream leider auslassen. Ja, also da muss sich keiner gekränkt fühlen. Ich überlese keinen freiwillig, ja, oder ich ignoriere keinen freiwillig. Auch wenn ihr 2, 3 Mal das Gleiche reintippert, kann es trotzdem sein, dass es, wenn es an mir vorbeifliegt, 2, 3 Mal überlesen wird. Ja. Entweder haut ihr es dann ein 4. Mal rein. Natürlich macht es auch keinen Sinn, das Ganze innerhalb von 1 Minute zu machen. Dann ist es eher Spamming. Ja, da macht es halt einfach nochmal, wenn es ein bisschen ruhiger ist. So, das ist, was ich euch sagen kann. Ansonsten nehme ich ja jetzt nochmal den Freitag mit dabei. So dass dann vielleicht auch noch mal ein paar andere Sachen kommen, wo man drauf eingehen kann. Ja, so das sind die Möglichkeiten, die ich habe, die ich nutzen kann und diese nutze ich. Aber eine Möglichkeit von wegen, es werden nur die Leute oder es können nur die Leute schreiben, die Kanalmitglied sind, wird es nicht geben. Was vielleicht eine Überlegung wäre, was ich aber auch ja, was mir jetzt gerade spontan in den Schädel kommt, wäre vielleicht zu sagen, irgendwann einmal, wenn es wirklich so bleiben sollte, wie es gerade ist. Ja, das wissen wir ja nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass es so bleiben wird oder weiterhin so wachsen wird. Aber sollte das so sein in den Livestreams, könnte ich mir halt vorstellen, ich sage halt dann, alles klar, ich habe jetzt 3 Stunden gestreamt. Jeder konnte zu Wort kommen, wo er kommen konnte. Ab jetzt mache ich noch eine halbe Stunde länger und mache da dann Kommentare nur für Kanalmitglieder an. So können sich das trotzdem noch alle Leute anhören, aber dann kann ich ein bisschen besser nur auf die Leute eingehen. So, das müsste ich mir überlegen. Ist mir gerade nur so in den Kopf geschossen, weiß ich nicht. Ich persönlich halte das nicht für nötig, aber wenn irgendwie, dann müsstet ihr euch halt mal zu äußern. Gerade die Leute, die hier Mitglied sind, ja. Haut's gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch bei dieser ganzen Sache fühlt. Ja. Das wäre vielleicht so ein Kompromiss, den ich machen könnte. Das wäre aber auch das Einzige. Gut, andere Kritik am Stream war, es ist zu viel durcheinander. Ja. Da Thema Tuchel, dann Thema Kimmich, dann Thema Glücksspiel, dann Thema Nationalmannschaft, dann wieder Tuchel, dann wieder Kimmich, dann Thema Schwelgen in den 90er Jahren bei Roy Mackay, dann wieder Thema Kimmich, dann wieder Thema Vereinsführung, dann wie bist du zum FC Bayern gekommen, dann wieder Thema Tuchel, dann wie bist du zu YouTube gekommen und so weiter, ja, dass es so hin und her springt.
Ich verstehe die Kritik, wenn man diese Art Mensch ist, der damit nicht umgehen kann. Wenn man so das Strikte haben möchte, so, jetzt wird eine halbe Stunde über das Thema geredet. Wenn man einen strukturierten Ablauf haben möchte, kann ich völlig nachvollziehen, diese Kritik. Sage ich euch auch, mein aktueller Gedanke dazu ist, es wird sich nicht ändern. Ja, also der Montagsstream wird so bleiben. So, das kann ich aus meiner aktuellen Sicht so klipp und klar sagen. Wie es in 2-3 Monaten aussieht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich dann auf einem anderen Dampfer, dass ich sage, ich möchte es gerne ein bisschen strukturierter haben. Aktuell nein. Genau das macht mir mega viel Spaß. Ja, es macht mir so viel Spaß einfach. Dass es halt so wuselig und durcheinander ist. Dass ich nicht da strikt sage und ja, ich muss jetzt eine halbe Stunde über Tuche quatschen. Ne? Dass das aufgelockert wird, indem man da so eine Frage ganz aus der Reihe tanzt, da eine und hier eine. Man darf auch nicht vergessen, der Großteil der Zuschauer schaltet ja nicht den Stream an und ist 3,5 Stunden da. Ja? Viele haben am Anfang eine halbe Stunde Zeit, sind dann gegen Ende nochmal eine halbe Stunde da. Manche haben innen drin nur eine Stunde Zeit. Manche klicken auch einfach nur mal 10 Minuten rein, gucken, was ist das für ein Idiot? Kann ich den leiden? Kann ich den nicht leiden? Und so weiter und so fort, ja. Und dann, wenn die Leute da sind, schreiben sie natürlich was. Und dann möchte ich eigentlich nicht die Leute noch einengen. Ja, ihr dürft jetzt nur zu dem Thema was schreiben. So, erstmal, wie will man das kontrollieren? Ja, ist ja schon mal Punkt 1. Da müsste man die alle wegbannen oder was? Ich fühl's halt einfach nicht. Ja, für mich ist der Stream in Harmonie mit euch. So, ihr seid die eigentlich im Mittelpunkt stehen, nicht ich. Ja, also dafür mache ich das nicht. Wenn ich was zu sagen habe, mache ich ein YouTube-Video, setze mich hier hin, mache mir vielleicht ein paar Gedanken, wenn ich so in 80 Minuten da was sind unsere Probleme mache, und hau das raus. Da habt ihr ein einigermaßen strukturiertes Video. Ja, auch da wiederhole ich mich vielleicht 2-3 Mal, weil ich nicht irgendwie eine Stichpunktliste habe oder sowas. Ich rede halt frei Schnauze, so wie jetzt dieses Video auch hier. Wobei ich hier fairerweise sagen muss, ich nehme das Video zum 3. Mal auf, weil ich mit den ersten 2 Versionen, da habe ich das vergessen, dann ist es zu lang gezogen, blasülz. Das wird auch wieder maßlos zu lang hier, machen wir uns nichts vor, wird wahrscheinlich auch wieder auf 40 Minuten bis 60 Minuten hinauslaufen, ist dann halt so. Aber das ist nicht der Stream. Ja, ich muss nicht streamen, um zu sagen, das ist mein Konzept, jetzt reden wir darüber, weil ich das möchte, dann reden wir darüber, weil ich das möchte. Das fühle ich nicht. Für mich ist genau der Stream, wer die letzten 2 Wochen war, oder auch davor, wo die Themen hinterhergesprungen sind, super geil. Es macht mir super viel Spaß. Ja. Klar haben wir noch leichte Probleme mit den Alerts, die muss ich noch ein bisschen leiser machen und so weiter. Aber genau deswegen war jetzt beim letzten Stream auch die Mara dabei. Und mir persönlich hat das super gut gefallen. Könnt ihr auch mal hier euer Feedback da lassen. Dass wenn ich dann etwas erzähle und der Chat durchballert, dass die Mara sich dann 2-3 Sachen noch rauspickt, wo sie meint, das wäre noch ganz interessant, dazu was zu sagen, dann wirft sie das ein und dann sage ich dazu was. Weil natürlich sonst sehr viel an mir vorbeigeht, wenn einfach so viel los ist. Von daher ist einfach noch die Mara mit dabei im Hintergrund, die sich ein paar Sachen raussucht, die sie für interessant hält und leitet die dann an mich weiter. Und wenn dann die Zeit da ist, wie gesagt, dann wirft sie es ein. Ich sage dann meine Meinung dazu. Und dann schaue ich wieder weiter in den Chat. Ja, das ist der aktuelle Way to go und das wird auch so bleiben. Die Mara wird ab jetzt dann immer dabei sein, wenn es bei ihr zeitlich passt. Ja, mir persönlich hat das gut gefallen. Das wird sich ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen einspielen mit der Zeit, obwohl ich es jetzt eigentlich schon gut fand, wie es war. Gerade auch, wenn ich dann die Alerts mal aus habe, weil gerade super viel los ist, aber ich mich ein bisschen konzentrieren möchte, um was zu erzählen habe. Dann sehe ich natürlich mal so eine Bits-Einblendung nicht oder dass da noch ein Sub reinkam oder eine Kanalmitgliedschaft. Und dann kommt halt auch die Mara aus dem Hintergrund und sagt, ja, guck mal hier, da und da war das und das noch und dann kann ich da noch drauf eingehen. Ja. 4 Augen sehen einfach mehr wie 2 und das ist der Gedanke dahinter. Genau. Also ich verstehe diese Kritik, die aufkommt, dass man sagt, wow, das ist super nicht strukturiert und so weiter. Fühlen tue ich diese Kritik aktuell 0. Nichtsdestotrotz
habt ihr hier natürlich nochmal die Chance, Feedback, ja, sind wir wieder beim Thema. Schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr gerne mal einen strukturierten Stream sehen wollt. Ja, dann wir werden jetzt zweimal streamen, dann werde ich einen Freitag, diesen Freitag nicht, kann ich schon mal vorwegnehmen, aber ansonsten werde ich den Freitags-Stream dazu nutzen und zu sagen, jo, wir waren mit strukturierte Themen, ja, ich mache die Kommentare, ich habe mir 2, 3 Sachen rausgeschrieben oder habe selber 2, 3 Sachen im Kopf, worüber ich reden möchte. Und dann würde ich das mal so versuchen. Dann würde ich sagen, komm, jetzt hier Thema, zack. Wir behandeln das Thema, bis der Letzte seine Meinung dazu gesagt hat. Und dann gehen wir zum nächsten Thema über. Ja, dann könnte man sogar auch überlegen zu sagen, man kann in so einem Stream dann auch mal jemanden dazu holen vielleicht. So nach 2 Stunden, wenn man 3 Stunden streamt, die letzte Stunde nimmt man jemanden zu. Weil dann hat man vorher die strukturierenden Themen abgearbeitet. Oder man sagt sogar, man nimmt generell jemanden dabei, das weiß ich nicht, wie ich schon sagte, ich bin mehr so der Eigenbrötler, aber das wäre dann eine Möglichkeit, weil es da nicht so wir durcheinander ist, weiß ich nicht, da müsst ihr mal sagen, wie es euch gefällt. Ich werde das ganze Thema aber auch am Freitag nochmal ansprechen im Stream, um da auch ein paar Meinungen einzuholen und dann, wie gesagt, kann man das die Woche danach gerne mal ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht sitze ich dann hier in 4 Wochen und sage, ja, doch, ist schon geiler so strukturiert. Weiß ich nicht. Ja? Oder man sagt halt, der Montag bleibt so, wie er ist, weil der Montag ist für mich auch immer so ein bisschen emotional für euch. Ja, weil es ist der Montag nach dem Wochenende, wir wissen alle Ergebnisse, entweder war das Spiel scheiße oder man hat dies oder man hat das. Und ich finde es schon wichtig, wenn wir hier so eine Community haben, dass ihr euch dann einfach auch da auskotzen könnt. Ja? Schreibt es euch einfach von der Seele, dass es euch dann vielleicht ein bisschen besser geht. Deswegen finde ich das schon super wichtig, dass das dann auch so chaotisch bleibt und jeder dann auch sich da den Frust runterschreiben kann. Das ist dann vielleicht an so einem Freitag ein bisschen anders, es sei denn, es war englische Woche und das Spiel mittwochs dazwischen oder so. Aber ansonsten könnte es da ja ein bisschen ruhiger sein und dann wäre es vielleicht sinniger, ich weiß es nicht. Wir müssten es ausprobieren, dann halt einfach, ja, so ein strukturiertes Ding und dann kann man gucken. Sollte das gut sein, dann könnte ich mir vorstellen, montags so, freitags so. Ja. So hätte dann auch jeder für sich ein bisschen was, wenn er sagt, oh, ich stehe lieber auf so strukturiertes Ding, ja, dann gucke ich halt nur freitags und nicht montags rein. So, ne? Das sind Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Damit sind wir auch schon beim letzten Punkt zum Thema Stream. Ja, ich hatte den Olli einmal dabei. Das hat mir vom Prinzip her auch gut gefallen, gerade weil ich dann auch schon so lange gestreamt hatte und es dann einfach eine Entlastung auch war. Ja, ich brauchte nicht mehr so viel quatschen. Was mich gestört hat, war, dass der Chat zu 90% außen vor war. Das fand ich scheiße, weil, nochmal, wenn ich streame ich, um mit euch zu interagieren und nicht, um mit irgendwelchen anderen Leuten zu interagieren und euch zu ignorieren. Das ist nicht Sinn eines Livestreams. Das ist Sinn eines Videos. Deswegen sage ich ja, dann setze ich mich lieber mal mit Olli hin. Wir quatschen eine Stunde, laden das auf unsere Kanäle hoch und gut ist. Ja, dann könnt ihr euch das anschauen. Ich finde es scheiße zu sagen, gerade jetzt, wo so viel los war. Deswegen, ich hatte mit dem Olli abgesprochen, wenn dann spontan. Aber eher wahrscheinlich nicht, weil so viel los ist. Ich mag es nicht dann zu sagen, ich streame 2 Stunden, so es ist super viel los im Chat. Ich bin sowieso schon immer 20 Minuten meist dahinter, was ich so lese, was ihr geschrieben habt. Und dann sage ich so, ja, alles gut, das war's jetzt, Pech gehabt, Arschlecken. Ich hole jetzt den Olli dazu und das war's. So. Ja, das fühle ich nicht. So kann ich sagen, pass auf, Leute, in einer halben Stunde mache ich Feierabend. Da muss ich ja mal ein Lob aussprechen, dann seid ihr ja auch so fair und ich komme irgendwann dann wirklich unten an am Chat. Ja. Finde ich sehr gut, dass das so klappt. Das fühle ich dann halt nicht. Ja. Um dann zu sagen, nee, ich wirke das jetzt alles ab, um dann mit dem Olli zu quatschen. Das andere Problem, ihr habt es gesehen, der Olli hat auch super viel zu erzählen, was auch gar nicht negativ gemeint ist. Hat natürlich auch seine Meinung, die er kommunizieren möchte. Ich habe natürlich dann nebenbei weiter in den Chat geguckt, aber ich kam gar nicht dazu. Ich musste ja richtig wirklich reinballern, da reingrätschen, um mal irgendwas aus dem Chat loszuwerden. Und das dann alle 2 Minuten zu machen, das ist mir auch zu anstrengend. Da habe ich keine Lust zu. Ja. So, deswegen sage ich ja, ich bin eher der Eigenbrötler. Deswegen, wenn so ein Talk, dann eher ohne Chat.
Ja, dann fühle ich das, dann ist das schön, dann kann man sich mal ein bisschen austauschen. Alles gut. Aber wenn ich da jedes Mal knüppelhart reingrätschen muss, um da mal irgendwas einzuwerfen, was gerade im Chat steht, dann ist das leider nicht meine Welt. Ja. Von daher weiß ich noch nicht, wie das in Zukunft haben wird. Das Thema ist nicht abgeschrieben oder so. Wenn so viel los ist, wie es gerade ist, dann ist es abgeschrieben. So, das kann ich klipp und klar äußern. Das habe ich auch dem Olli gesagt. Dann macht das für mich keinen Sinn. So, sollte sich das wieder einpendeln, was es wird in den kommenden Wochen, machen wir uns alle nichts vor. Sollte dann wieder ein normales Level da sein, dann kann man das gerne wieder so handhaben, dass man sagt, 2 Stündchen, so, dann sind alle auch zu Wort gekommen, haben ihre Dinge durch. Und dann kann man noch mal ein Stündchen so einen Talk machen, wo man sich dann vornimmt, ein bisschen mehr auch auf den Chat von beiden Seiten zu achten. Ja, ja, kann sein, dass das so kommen wird, kann ich aktuell noch nicht sagen. Letztes Thema zu der Geschichte. Wie gesagt, ich streame jetzt auch freitags nochmal. Das ist quasi ein Termin, wo ich dann nicht game, wo ich dann mit euch nochmal ein bisschen quatsche. Habe ich Bock drauf, mir macht das gerade super viel Spaß, weil halt auch einfach so viel los ist. Sollte sich das wieder ändern, ich meine, es wird sich wieder ändern, es wird wieder eine Ecke weniger werden, was okay ist. Aber sollte es dann zu wenig werden, so dass man da hockt und ja, keine Ahnung, nicht weiß, was man erzählen soll, dann wird der Stream auch wieder wegfallen. Ja, dann wird es wieder einen Stream geben, montags, und gut ist. Ne? Ich kann es aktuell gar nicht null einschätzen, in welche Richtung das geht. Aktuell ist es einfach überwältigend, der Zuspruch und die Teilnahme von euch, was mich super freut. Und solange das so ist, mache ich super gerne diese 2 Termine. Ne? Vielleicht ist es in 3 Monaten, vielleicht in 4 Wochen, keine Ahnung, wieder anders und es sind wieder nur 100, 200 Leute da und man hat alles am Montag schon besprochen. Ja, da muss man nicht am Freitag sich nochmal hinsetzen und das alles wiederholen. Ja, wenn dann nur noch 50 Leute da sind oder so. Also von daher, ja, es wird jetzt erstmal so sein. Geplant ist auch nicht, dass es sich wieder ändert, aber sollten sich die Umstände ändern, kann sich das natürlich auch wieder ändern. Gut. Das zum Thema Streaming. Gut, Leute, zum letzten Punkt möchte ich noch ein bisschen auf Kritik und Feedback, wie ich das behandle, drauf eingehen und so ein bisschen meine Art und Weise. Ja, weil, wie gesagt, nochmal, wir haben viele, viele neue Abonnenten hier und wenn die Bock haben und sich dafür interessieren, können sie sich das hier anklicken. Also, ich habe halt ganz oft in den Kommentaren stehen, ja, bleib so, wie du bist. Ja, oder mach dein Ding. Leute, das mache ich. Macht euch keine Sorgen. Ja, ich bin alt genug. Ich mache das hier lang genug. Wie gesagt, 2019 habe ich angefangen. Ich habe 4 Jahre das Ganze für 100 Klicks gemacht pro Video und 1 bis 10 Kommentare. Grüße gehen raus an Gerard Berger, der von Anfang an dabei ist. Und ich bin keiner, der sich an den Statistiken hochzieht. Ja, das ist. Ich kann euch noch nicht mal meine durchschnittliche Viewtime oder sowas sagen, was für viele andere YouTuber immer super wichtig ist. Das Einzige, was ich euch sagen kann, sind die Aufrufe und die Kommentare. So. Und Daumen nach oben, die Prozentwertung, weil das sehe ich auf meiner Startseite. Wenn ich auf Inhalte klicke, sehe ich das. Wenn ich ein neues Video hochlade und das da einstelle, sehe ich das. So, das ist das Einzige, was ich mache. Ich klicke nicht explizit irgendwelche Statistiken von irgendeinem Video an oder gucke mir meine Analytics an. Das mache ich nicht. Ich sehe keinen Sinn darin. Ja. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich keinerlei Erwartungen habe und auch keinerlei Hirngespinste. Ja. Ich denke, viele andere fangen mit YouTube an, um, keine Ahnung, davon irgendwann leben zu können. Jetzt mal ganz grob gesagt, ja. Oder sich damit einen super Nebenverdienst aufzubauen oder sowas. Das alles ist nicht meine Intention gewesen, wo ich angefangen habe. Punkt. Ja. Meine Intention war, hatten wir ja im Stream auch das Thema kurz, ja, mir das ein bisschen von der Seele zu reden. Beziehungsweise wurde ich da auch ein bisschen inspiriert von meinen Freunden, die gesagt haben, ja, du kennst dich doch aus beim FC Bayern und so weiter und dann mach das doch mal. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und es hat mir Spaß gemacht. Und es hat mir dabei geholfen, dass ich nicht das habe, was viele von euch haben. Ja, dass der FC Bayern scheiße spielt,
und man deswegen das ganze Wochenende oder sogar noch 1, 2 Tage länger schlechte Laune hat und genervt ist und so. Das habe ich früher auch gehabt. Ja, ich denke, jeder, der länger hier ist, weiß, dass ich ein heißblütiger Fan bin, dass ich auch mal über die Stränge schlage. Das ist seitdem bei mir sowas von besser geworden. Ja. Ja, bei bestimmten Gegnern kommt das immer noch mal vielleicht durch, dass ich mal so einen Tag schlechte Laune habe oder halt den Abend noch und dann keinen Bock habe, noch einen Stream anzuwerfen oder sowas. Aber im Großen und Ganzen, ja, haue ich das in Analyse raus, verarbeite das noch während der PK nach dem Spiel. Dann habe ich vielleicht noch mal so eine halbe Stunde, wo ich ein bisschen runterkommen muss und dann ist auch gut. Ja, das ist halt der riesengroße Vorteil. Und der andere ist, dass es mir einfach Spaß macht. Ja, ich mache das auch nicht, um zu sagen, hier, ich bin der Bayern-Fan, ich sehe das so, da müsst ihr alle das so sehen. Nein, mir ist es am Ende des Tages scheißegal, wie ihr das seht. Hört sich wieder krass an, ja, aber es ist so. Ja, es ist einfach so. Ich mache das, weil das meine Meinung ist, die kommuniziere ich. Und ob jetzt 500 Leute das genauso sehen, ob 500 Leute das komplett anders sehen, ist mir am Ende des Tages wurscht. Natürlich ist es schön zu lesen, wenn man liest, Kai, du hast eine super Art und Weise. Alles gut. Ja, freut mich natürlich. Aber am Ende des Tages spielt es für den Content keine Rolle. Deswegen braucht ihr mir auch nicht schreiben, bleib so wie du bist. Wenn ihr, das hört sich immer so an, als hättet ihr Angst, ich würde mich verändern. Das wird nicht passieren. Ja, mir ist es wurscht, ob hier 5000 Abonnenten sind, ob hier, was war das? Zur Bochum-Analyse 36.000 Aufrufe sind oder ob es zur Augsburg-Analyse 4.500 Aufrufe sind. Das macht bei mir keinen Unterschied. Ich sitze hier auch nicht und mache mir den Kopf. Ja, ich saß auch Montag nicht da. Ich habe das natürlich gelesen, dass da Leute reingeschrieben haben, boah, jetzt sind es schon 700 Zuschauer. Wow, jetzt hast du sogar 1.000 Zuschauer. Ganz ehrlich, das ist mir in dem Moment scheißegal. Ja, da bin ich einfach stumpf, Leute. Ja, das interessiert mich nicht. Nicht, wenn es um FC Bayern geht. Im Gaming-Bereich wäre das, glaube ich, was anderes. Beim FC Bayern, ich weiß, für mich persönlich, auf mich persönlich bezogen, für meine Wahrnehmung, habe ich Ahnung von meinem Verein. Ja, und ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der eine Meinung hat, eine Meinung kreiert und diese Meinung auch argumentativ darlegen kann. Natürlich heißt das nicht, dass ich mit meiner Meinung recht habe. Ja, das heißt es dann nur für mich in meinem Kopf. Ja, dann versuche ich diese Meinung natürlich zu artikulieren oder auch zu verteidigen, wenn es in einer Diskussion mit jemandem ist, der eine andere Meinung hat. Und ja, vielleicht überzeugt der mich dann auch, meine Meinung ein bisschen zu ändern. War ja mal bei irgendeiner Spielerbenotung so, oder dass ich einen Leimer zu positiv gesehen habe, weil mir seine Art und Weise, so das Kämpferische, mehr zusagt als so eine Art und Weise, wie es ein Sané ist. Ja, ähnlich beim De Ligt oder beim Dyer, mir gefällt einfach diese Art und Weise. Ja, dieses so, ja, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich bin da, den verzeih ich dann vielleicht eher mal so einen Fehler als wie so ein Davis. Jetzt mal als Beispiel genannt, ja. Und dann ist da vielleicht ein bisschen verzerrtes Wahrnehmungsbild bei der Benotung. Aber nochmal, das ist am Ende des Tages ja auch nur meine Meinung. Ja. Da vielleicht ganz kurz, ich habe ganz, ganz viele, so am Anfang, noch vor ein paar Monaten, ganz, ganz viele Kommentare immer gehabt, die sich persönlich angegriffen fühlen von meiner Meinung. Da packe ich mir am Schädel. Ja. Bayern-Fans. Ja, noch nicht mal Dortmund-Fans oder sowas. Bayern-Fans. Die fühlen sich dann angegriffen, dass ich sage, dass ich den Fußball kritisiere. Ich meine, ich kann mich natürlich jetzt hier hinsetzen und kann sagen, hier, recht gehabt an all diese Fans, ja. Weil all diese Fans ja mittlerweile in dieselbe Kerbe schlagen. Ja, die haben sich persönlich angegriffen gefühlt, wenn ich gesagt habe, boah, war das ein Grottenkick und wir haben richtig schlechten Fußball gespielt, haben mit Glück gewonnen, nur wegen einer Einzelaktion. Das haben die nicht verstanden. Ne? Das verstehen diese Fans nicht. Was für mich okay ist. Ja, ich habe da gar kein Problem mit. Ja, ich habe ja auch immer wieder im Stream gesagt, so, es ist völlig okay, wenn ihr Fans seid, die nur das Ergebnis interessiert. Das ist für mich völlig fein, Alter. Das ist bei mir aber nicht so.
Schon gar nicht nach 11 Meisterschaften. Ne? Klar, wären wir jetzt seit 11 Jahren kein Meister geworden, hätte man gesagt, ja, scheißegal, Hauptsache wir wären irgendwie Meister, wen interessiert. So, ja. Aber nach 11 Meisterschaften und den Anspruch, den der FC Bayern hat mit dem drittteuersten Kader in Europa, habe ich einen anderen Anspruch, als wie ich den Fußball bei uns gerade sehe. Und das seit 11 Monaten. Ja. Und das kritisiere ich dann, auch im Erfolgsfall. Und dann fühlen sich Leute persönlich angegriffen. I don't know. Ja. Ist mir am Ende des Tages auch egal, schlagen die über Stränge, blende ich sie aus und drauf geschissen. Ja, dann haben die Leute einfach, die verstehen dann einfach nicht, was ich sage. Oder die sind hier, gucken eine Minute rein, meinen, die müssen dann irgendeinen Kommentar rausballern, anstatt sich das Video ganz anzuschauen. Ganz ehrlich, mich interessiert das dann nicht. Drauf geschissen. Ja, wie gesagt, da bin ich schmerzfrei. Genauso schon lange nicht mehr gehabt. Zwischendurch hast du Kommentare, ja, du fette Sau, hast noch nie Fußball gespielt. Oder der Lieblingskommentar, du bist ja nur ein Erfolgsfan, weil du kritisierst, auch im Erfolg. Oder dann, wenn ich dann kritisiere, wenn die erste Niederlage kommt, wenn ich sage, habe ich euch doch gesagt, Blasötz, ja, du bist ja nur ein Erfolgsfan, du hast nie selber Fußball gespielt. Ganz ehrlich, auch das wissen die natürlich alles nicht, stimmt natürlich alles nicht und geht mir am Arsch vorbei. Ja, wenn das beleidigend wird, blende ich es aus. Alles, was mit Erfolgsfans zu tun hat, blende ich aus, weil das sind ganz arme Würste, die so argumentieren. Ich trage einen FC Bayern auf meiner Haut, ich trage einen FC Bayern in meinem Herzen. FC Bayern ist ein riesengroßer Teil in meinem Leben, ist er schon immer gewesen. Und wenn ich dann irgendwas von Erfolgsfan lese, dann zeigt das nur, dass der Gegenüber einfach komplett hirnlos ist. Besser kann ich es nicht sagen. Und dann ist gut. Ne? Gut, kommen wir jetzt mal zurück zum Thema. Bin natürlich wieder ein bisschen abgeschweift, wer hätte es gedacht. Gut, Thema Feedback. Ich stehe super auf Feedback. Ich stehe auch auf konstruktive Kritik. Ich stehe auf Verbesserungsvorschläge. Aber nur weil das heißt, dass ihr das kritisch seht oder ihr das gerne anders haben wollt, heißt das nicht, dass ich das so mache. Ja, ich habe es ja gerade bei dem Stream-Thema, perfektes Beispiel. Ich sehe das, dass das so ist. Ich verstehe das auch, dass einem das nicht gefällt. Wenn man halt dann überlesen wird zum Beispiel, ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht ändern kann. Die ich nur ändern könnte, wenn ich sagen würde, ich mache nur den Chat für Abonnenten. Das wird nicht passieren. So, ist also ein Thema, was ich nicht ändern kann. Und auch nicht ändern will. Zweite Thema mit dem Chat, ja, mach mal mehr nach Kategorien und sowas. Ja, ist ein Argument, was ich verstehe, was ich fühle. Auch da habe ich euch gesagt, werde ich nicht machen. Also der Montagschat, ich mag das, wenn das so wie er ist und wenn ein bisschen Abwechslung drin ist. Ist genau mein Ding. Ja, liebe ich, macht mir super viel Spaß. Beste Beispiel, es stand auf einmal im Chat, ja, wie lange machst du denn noch? Ich dachte mir, was will er denn jetzt? Wir sind ja gerade mal eine Stunde live. Ich gucke auf die Uhr, ich bin über 3 Stunden live. Ja. So, das beste Beispiel, dass mir der Stream, so wie er ist, super gefällt. Nichtsdestotrotz nehme ich mir das natürlich an, hole noch ein paar Meinungen ein und wenn das gewünscht ist, habe ich ja gesagt, probieren wir das mal nächste Woche Freitag aus und gut ist. Ja. Nur weil viele immer denken, wenn jemand nach Feedback fragt oder nach Kritik fragt und man das dann reinschreibt, dass derjenige das auch umsetzt. Nee, einfach nein. Ja, allein schon vom Typ her, ich bin ein Typ, der in seiner Welt lebt, ähnlich wie Tuchel in seiner Welt lebt, und da auf mich schaue und ich weiß, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ich weiß, wie meine Art und Weise ist. Bin ich in meinem Leben schon oft genug mit angeeckt. Und diese Art und Weise werde ich nicht ändern. Klar, Kritik, dass ich beleidigend werde. Ich weiß nicht, es waren schon mal ein paar Videos, wo ich mal beleidigend wurde. Auch jetzt letztens mal, ein paar Wochen her, sind auch wieder ein paar Wörter rausgerutscht. Da arbeite ich natürlich dran. Es ist auch schon sehr viel besser geworden, wie ich persönlich finde. Nichtsdestotrotz rutscht mir immer mal noch mal was raus, wenn ich super emotional bin. Das ist einfach Fußball. Wie gesagt, für mich bedeutet der FC Bayern was und dann passiert das halt mal. Ja. Das ist nicht gut, das muss nicht sein, stimme ich euch zu.
Wenn das passiert, gehe ich aber auch nicht hin, überpiep das oder sonst was. Nee, das bin ich lade das so hoch und fertig. Ja, das bin ich. Ich als Mensch. Und ich werde mich als Mensch nicht ändern. Beleidigung, dass sie nicht sein müssen, ja, habt ihr vollkommen recht. Ja, habt ihr vollkommen recht. Wie gesagt, ist auch eine Sache, woran ich arbeite. Aber zum Beispiel, wenn ich dann sowas höre, ja, warum sagst du denn Glück auf, bisschen Schalker, warum sagst du denn Alter, warum sagst du denn nicht, was weiß ich, Minga oder was weiß ich was. Nee, so, ich bin ich. Das, was ihr seht, gefällt euch. Dann abonniert ihr den Kanal. Nehmt an der Community teil, wenn ihr Bock habt. Oder seid nur stiller Zuschauer. Euch gefällt nicht, was ihr seht. Dann schaut ihr hier nicht und schaut woanders. Fertig aus. Ne? Nur um das nochmal klar zu sagen. So, das bin ich. Ja, und damit kommen wir dann auch nochmal zurück auf das, womit ich angefangen habe vor 10 Minuten labern. Auf diese Statistiken. So, das ist auch nichts, was mich poppt. Ja, ich weiß ganz, ganz viele Influencer, was ich nicht bin. Wie gesagt, ich arbeite ganz normal. Setzen sich da super unter Druck. Oh, ich habe jetzt nur das und nur die Aufrufe und hier und das Video funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Mit dem Thumbnail habe ich 10 Aufrufe mehr. Das Thumbnail ist so. So, versteht ihr? Alles Themen, für die ich in meinem Leben keine Zeit habe und die mich nicht interessieren. Ja, ich mache das hier, habe ich schon mehrfach gesagt. Setze mich hier hin, laber, den einen gefällt's, dem anderen nicht. Und damit ist das Thema auch durch für mich. Worauf ich hinaus wollte, Thema Kritik. Wie gesagt, ich nehme mir das an, ich lese mir das durch. Es gibt aber einfach Dinge, die ich typbedingt nicht ändern kann und auch nicht ändern möchte. Ne? Was nicht heißt, dass ihr das nicht kritisieren könnt oder was auch nicht heißt, dass ihr das nicht anders sehen könnt und schlecht finden könnt. Das ist völlig legitim. Ja, wir sind alles Menschen. Jeder Mensch hat seine Meinung. Jeder Mensch, dem einen Mensch gefällt diese Art, dem anderen diese Art. Der eine mag die direkte Art, der andere möchte lieber gepudert werden. Gepudert werdet ihr hier nicht. Das sollte klar sein. Und damit bin ich völlig fein. Ne? Und von daher ist es so, wie es ist. Letzte Thema. Thema Werbung und sowas. Ja, da sind wir in dieselbe Kerbe wie das Thema Statistik. Ich habe noch nie für diesen Kanal irgendwo Werbung gemacht. Ja, ich glaube, es wäre einfach zu sagen, man geht beim FC Bayern ins Forum, man geht in irgendwelche Facebook-Gruppen, in irgendwelchen Transfermarkt-Forum, Kicker-Forum, sonst welchen Foren, sonst irgendwas und haut da raus, guck mal, hier ist mein Kanal, guckt euch mal an alle Bayern-Fans, die Interesse haben, die ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollen, schaut doch mal auf meinen Kanal vorbei. Könnte man mit Sicherheit machen. Und ich denke, das wird auch nochmal einige Abonnenten bringen. Ist nicht meine Art und Weise. Ja, ist schwer zu verstehen, ich weiß. Widerspricht wahrscheinlich auch allem, was man so als Influencer machen sollte. Aber ich bin nicht jemand, der es für nötig hält, sich anzubieten. Ja, und so würde ich mich fühlen. Ach ja, bitte guck doch auf meinen Kanal, bitte bestätig doch meine Meinung oder sonst irgendeinen Scheiß. Wenn ich solche Sachen lese, fühle ich genau das. Ja, und deswegen gibt's das von meiner Seite nicht. Wenn das irgendwer von euch macht, alles gut, habe ich nichts gegen. Ja, wenn ihr meint, es ist wert, dass man da andere Bayern-Fans irgendwie informiert, mit ins Boot holt oder sowas, alles gut. Ich persönlich von meiner Seite will es das niemals geben. Ja, das ist nicht meine Art und Weise. Und wenn ich die aktuelle Entwicklung sehe, um mal zum letzten Thema zu kommen, sieht man ja auch, dass es nicht unbedingt nötig ist. Natürlich habe ich keine 200.000 Abonnenten wie hier wie hieß er? Wartet kurz, nicht, dass ich jetzt irgendwie Mist erzähle. Wie der Manu Thiele, wo ich die Reaction zugemacht habe, was okay ist. Ja, natürlich habe ich das nicht. Eben halt auch aus solchen Gründen und weil ich auch zu sehr polarisierend bin und nicht so meinungslose Videos mache, die wenig polarisieren, die quasi jeden den Interpretationsspielraum lassen, den er gerne haben möchte. Nee, bei mir gibt es klare Statements, ja, und klare Meinungen.
Und dann fühlt sich der eine oder andere halt angegriffen oder der eine oder andere zurückgestoßen. Und deswegen werde ich auch niemals solche Sphären erreichen. Ne? Und nochmal, ich habe da auch kein Ziel oder Vorstellung oder sowas. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt mit diesem Kanal mal das erreiche, was ich gerade habe. Ja? Das ist schon wild. Weil am Ende des Tages bin ich ein Dude, der hier sitzt und über seinen Herzensverein spricht. Das ist alles. Mehr mache ich nicht, Leute. Ja? Ich bin kein Fußballtrainer, ich bin kein Journalist. Ich bin Dude, der hier sitzt, der seitdem er denken kann, FC Bayern-Fan ist und über seinen Herzensclub spricht. Nicht mehr und auch nicht weniger. Das ist alles, was ich bin. Ja? Und dass ich dann so ein Publikum damit erreiche, ist schon wild, ist natürlich, um zu dem Punkt zu kommen, den letzten, natürlich dieser Misere geschuldet. Was super scheiße ist, was für mich auf meinen Kanal bezogen, aber gerade gut ist. Traurig, aber leider wahr. In der heutigen Gesellschaft laben sich die Menschen daran, wenn sie irgendwo andere Menschen leiden sehen. Ja? Wenn da der große Favorit ist, der fällt, der richtig tief fällt mit der 3. Niederlage in Folge, ja. Und wahrscheinlich auch keinem Sieg gegen Leipzig, es sei denn, die Spieler werden jetzt vom Kopf frei, weil Tuchel nächste Saison nicht mehr da ist. Das ist halt unsere Gesellschaft, ja. Es zählt immer mehr die Sensation, ja. Wenn der FC Bayern Erfolg hat, wen interessiert's? So, wisst ihr? Dann sind natürlich auch keine Klicks da. Oder weniger Klicks halt, ne? Dann halt nur wirklich der Kern, so den das dann wirklich, der entweder wegen mir ist, wegen meiner Person, wegen meiner Meinung, oder den dem FC Bayern aus dieser Sicht halt interessiert. Ja, aber dann hast du nicht diese riesen Aufmerksamkeit wie jetzt und dann wirst du auch nicht in diesem Algorithmus von YouTube in diese Sphären gespült, die dich dann woanders vorschlagen. Ja, was jetzt halt der Fall ist und deswegen hat man jetzt so viele Klicks. So, ne? Das weiß ich, das ist das Business, der normale Gang. Das ist auch okay. Ne? Nur um das auch nochmal klarzustellen, was heißt klarzustellen, um das einfach mal zu erläutern für die vielleicht nicht so drin sind. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alles abgearbeitet, was ich erzählen wollte. Das Video ist wahrscheinlich 1 Stunde geworden insgesamt, ne? Muss ich gleich mal schauen. Dann ist das so, Leute. Wie gesagt, die Leute, die das interessiert, gucken sich die Teile an, die sie interessieren. Die Leute, die es nicht interessiert, die gucken es einfach nicht und warten auf das nächste Bayern-Video. Und damit habe ich persönlich auch kein Problem. Na, in diesem Sinne, Leute, ich freue mich natürlich über jeden, der hier Feedback da lässt, ja, in welcher Form auch immer. Das sollte klar sein und ich bedanke mich nochmal aus tiefstem Herzen für euren tollen Support und sage rot-weiße Grüße. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.